Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir blicken auf ein Jahr zurück, das wir sicher nie vergessen werden. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Das Coronavirus hat unser Leben verändert und wir mussten lernen, damit umzugehen. Wir wissen jetzt besser, worauf es ankommt. Wir halten Abstand, tragen Masken und verringern Kontakte mit lieben Menschen, um sie zu schützen. Unser Arbeitsalltag hat sich entscheidend verändert. In unserer Region, die in dieser Zeit mit Kroatien auf 5 Länder gewachsen ist, haben wir unsere Organisationsstrukturen für künftige Herausforderungen angepasst. Die Krisenpläne wurden überarbeitet, um für ihre Sicherheit zu sorgen und alles für ihre Arbeit Notwendige bereitzustellen. Dazu zählen auch eigene Testkapazitäten. Wir haben Lockdowns und Kurzarbeit in einigen Einrichtungen überstanden. Bei allen unerwarteten Entwicklungen konnten wir immer auf die Unterstützung und Finanzkraft der Orpea zählen. Wir haben Arbeitsplätze gesichert und berufliche Perspektiven für Arbeitssuchende geschaffen. Die Unterstützung durch den Krisenstab war bei Bedarf rund um die Uhr vorhanden. Durch die steigenden Corona-Zahlen im Herbst blieben auch unsere Häuser von Infektionen nicht verschont. Wir haben mit vereinten Kräften und Ihrem tatkräftigen Einsatz alles versucht, um das abzuwenden. Doch leider hat sich die Pandemie auch einen Weg in einige unserer Einrichtungen geschaffen. Gerade dort hat sich gezeigt, dass wir uns auf jede und jeden Einzelnen von Ihnen verlassen können. Wir arbeiten bereits an der Bereitstellung von Impfstoffen, die ab Jänner für die Bewohnerinnen, Bewohner und unsere Teams in den Pflegeheimen zur Verfügung stehen sollen. Wir prüfen selbst die vorliegenden Studienergebnisse, um die Sicherheit der Impfstoffe auch möglichst zu gewährleisten. Wir hoffen sehr, dass die neuen Entwicklungsmöglichkeiten für Impfstoffe die Pandemie endlich zum Abklingen bringen. Wir sind stolz und dankbar für das, was Sie in den letzten Monaten geleistet haben. Dass Sie die Herausforderung angenommen und trotz der eigenen Sorgen und Ängste den betreuten Menschen Zuspruch und Sicherheit gegeben haben. Danke, dass Sie durchgehalten und sich im Team gegenseitig unterstützt und aufgemuntert haben, für andere eingesprungen sind und ihre Kraft für die uns anvertrauten Menschen eingesetzt haben. Wir wissen, dass all die wichtigen Schutzmaßnahmen ihre Arbeit nicht erleichtern. Das Tragen einer FFP2-Maske anstrengend ist. Und trotzdem sehen wir im Moment leider keine Alternative. Doch gerade in dieser Zeit, wenn die Verantwortung schwer wiegt, finden wir Kraft in den schönen Momenten und in den kleinen Gesten, einem liebevollen Wort, einem Lächeln, einem Dankeschön. Sie bestärken uns darin, das Richtige zu tun und geben uns die Kraft, die wir gerade jetzt so notwendig brauchen. Wir danken Ihnen, dass Sie Ihre Kraft für unsere gemeinsame Sache einsetzen und Vorbild sind. Nehmen wir diese Momente und das Wissen, was wir alles gemeinsam schaffen können, mit in die Zukunft. Auf unserer Weihnachtskarte finden Sie heuer einen Weihnachtsbaum mit unser aller Namen. Er steht symbolisch für alle Menschen in unseren Häusern, die die Herausforderungen dieses Jahres gemeinsam bewältigt haben. Das werden wir auch in Zukunft tun. Wir danken Ihnen, dass Sie das alles möglich machen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen frohe Weihnachten, erholsame Tage und ein neues Jahr 2021, das sich hoffentlich wieder so anfühlt wie früher. Veselé Vánoce a šťastný nový rok, to vám přejeme z celého našeho srdce. Vesel Božić. Sretan Božić. Schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten.